Ciao miteinander. Wir sind wieder unterwegs. Es war zwar Wüstwetter, wir sind trotzdem losgefahren. Wir stehen jetzt im Wallis, genauer gesagt in Obergoms. Und da werden wir jetzt unsere erste Nacht verbringen. Allerdings, der Weg über den Grimselpass ist also schon fast ein bisschen abenteuerlich gewesen. Wir haben also schon Schnee gesehen, aber alles gut gegangen. Wir haben jetzt hier in Oberwald geschlafen und wie ihr seht, wir sehen die Sonne. Das ist eigentlich alles, was wir wollen. Es ist zwar arschkalt für uns, ich glaube es ist wegen etwa 2 Grad oder so, oder vielleicht 4 Grad, aber sicher nicht viel mehr. Und jetzt haben wir zum Morgen gegessen und jetzt wollen wir uns eigentlich bereit machen zum Biken. Mal schauen, wie weit wir kommen, wenn es so kalt ist. Ihr werdet es sehen. Ja, wir müssen 2-3 Serpentinen machen. Fahrst einfach mal. Gemsfox. Du, jetzt ist hier auf wie ein Bergreili. Ah doch, ja, es geht schon noch. Geh Schneebiken. Wow. Wow. Oh. Scheiße. Also ich weiss nicht, ob man es sieht, aber gerade dort vorne ist jetzt also gerade eine Lawine runter, respektive eine Mini-Lawine. Es ist gerade frisch runter da. Geht's? Leider ist hier eine Endstation, es hat einfach zu viel Schnee und andere Biker haben uns gesagt, dort oben sei es nachher am Schatten und dann sei es sicher unfahrbar und das bedeutet jetzt, fahren wir halt wieder runter. Ja, Abbruch, aber es war gleich cool gewesen. Ja, immerhin doch etwa 600 Höhenmeter bis jetzt. Nein, nicht so viel. Doch, Aber ich glaube schon. Wir sehen es dann unten. ist ja wurscht, es geht nicht um die Höhenmeter, es geht um den Fun und den haben wir gehabt bis jetzt. Ja, und jetzt kommt der Fun bergab, der ist sicher noch viel grösser, jedenfalls für mich. Ja, für mich vielleicht weniger, aber mal schauen. Da hinten durch, der Teil sei nachher eben am Schatten und das geht dann nicht so schön und sonst wäre es nachher da retour dort vorgegangen und dann runter, aber wie man sieht, viel zu viel Schnee. Dafür versuchen wir jetzt dann da unten, da irgendwo kann man noch durch den Wald durch ab und dann so runter und von da unten kommen wir. Da unten. Let's go! Du hast vorher beim Drauffahren hast du so einen Hurenbach gehabt? Ich glaube nicht.
Also der Ruf war super. Der Ab ist für mich anstrengender gewesen. Ja, aber ich finde, du hast es super gemacht. Danke. Sehr gut. Ja, ich bin halt noch nicht gewöhnt, so kleine, schmale Wege über Stock und Stein. Und ja, es ist, also man muss schon ein bisschen den Kopf sehr bei der Sache haben, weil sonst... Und es ist auch anstrengend. Ich finde es brutal anstrengend. Eben, anstrengender wieder auffahren. Ja. Aber ich glaube, ich bin einfach noch nicht so gewöhnt. Das war jetzt meine zweite effektive Abfahrt mit so einem Mountainbike. Und die Wege waren manchmal so schmal und da ist das Loch ab. Also, ja. Manchmal hatte ich vielleicht auch ein bisschen Schiss gehabt, dass es mich überstürchelt. Aber es war gut, super. Morgen geht es aber wandern. Wir sind jetzt hier an der Talstation von Betten. Sehr schlecht mitnehmen. Moment. Wir sind Infomaterial holen. Wir sind jetzt hier in Betten, Talstation auf 826 Meter, also bei weitem nicht mehr so hoch wie gestern. Das heisst, ich hoffe, die Nacht wird nicht ganz so kalt wie letztes Mal. Und was wir genau morgen vorhaben, das müssen wir jetzt noch genau mal ein bisschen durchschauen. Aber jetzt gibt es dann, eben das mache ich. Ich tue jetzt hier ein bisschen schauen und Fabienne tut jetzt kochen und dann freuen wir uns auf so eine feine Nacht. Wir haben die Sonne! Juhu! Hui! Das Bändchen für uns alleine. 3 vor 10. Ja. Jetzt geht es aufwärts. Beschleunigen. Hui! Die erste Aussicht genossen. Jetzt gehen wir aufs Bettmerhorn über. Let's go! Ja, schön.
Unser Ziel ist in Nähe. Brot, Käse und Wurst. So. Zack, da bin ich, gell? Ja, wir sind zurück von unserer Wanderung und es war Hammer. Sehr schön, ja. Gute Entscheidung sind wir heute gegangen. Ja, morgen soll das Wetter nicht mehr so schön aussehen. Jetzt noch ein paar wichtige Infos für euch. Also wenn ihr das einmal machen wollt, es ist super da, weil auch mit dem Wohnmobil hat man genug Platz. Man zahlt 10 Franken pro Tag pro 24 Stunden. Genau, man kann aber auch noch weniger. Also die erste Stunde ist gratis, dann die zweite Stunde ist, glaube ich, 2 Franken oder irgendwie so. Also man kann bis 24 Stunden zahlt man einen gewissen Betrag, respektive nein. Eben, für 24 Stunden 10 Franken. Ja. Das gilt bis und mit dem 5. Tag. Also man kann auch eine ganze Woche da stehen, dann zahlt man 50 Franken und ab dem 6. Tag zahlt man noch 55 Franken, also um 5 Franken weniger. Und was noch viel wichtiger ist, es gibt Wander Plus, Karte heisst es. Da zahlt man 55 Franken pro Person pro Tag für alle Bahnen von da, inklusive der Zugverbindung und alle Berggondeli und so weiter und so fort, und das ist super. Und wenn man so wie mir eine Raiffeisen hat, also Raiffeisenkarte, dann ist 30% günstiger, jedenfalls im Moment. Plus wenn man ein GEA hat, was wir nicht haben, kommt es nochmal ein bisschen günstiger. Du meinst ein Halbtags? Ja, nicht das GEA. Nur GEA glaube ich auch. Ja, einfach GEA. Nicht gratis natürlich, aber halbtags ist sicher, GEA wahrscheinlich Genau. auch. Aber die unter euch, die ja auch oft gehen wandern oder mit ÖV unterwegs sind, die kennen das bei diesen Bergbahnen. Es ist ja immer ein bisschen ähnlich, denke ich. Und eben der Wanderpass ist, wie er schon gesagt hat, dann gibt es 2 Tage, 3 Tage bis 21 Tage. Ja. Und ja, ich meine, bei schlechtem Wetter kannst du auch einfach ein bisschen Gondeli fahren. Und von Restaurant zu Restaurant? Zum Beispiel, ja. Nein, also ich muss sagen, man kann also gut da irgendwie 2 oder 3 Nächte machen und dann halt 3 Tage wandern. Oder zum Teil auch biken, kann man auch, glaube ich. Hat auch Bike-Routen gehabt. Also das ist super da. Also ich glaube, es gibt noch viel zu entdecken, auch für uns da. Wir haben jetzt einfach mal ein Schnüpperli genommen da. Genau. Und wir kommen sicher wieder einmal. Auf jeden Fall. Aber jetzt heisst es, zuerst mal einen Schlafplatz suchen. Mal schauen, was uns hinverschlägt. Wir haben noch keine Ahnung. Ja. Die letzte Nacht haben wir hier in Gampel verbracht, auf einem Parkplatz. Und das war eigentlich sehr ruhig. Wir haben eigentlich schon erwartet, dass es diese Nacht jetzt kommt, regnen und stürmen. Es fängt aber eigentlich erst jetzt an zu stürmen. Wir haben jetzt 5:11 Uhr und die Wetterprognosen sehen eher sehr, sehr stürmisch aus. Also dort, wo wir herkommen, ist, glaube ich, schon ganz ungemütlich. Und jetzt haben wir uns entschieden, wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter Richtung Sion auf Saint-Aubin. Dort sind wir ja auch schon gewesen. Da gibt es auch noch ein Video davon, das verlinke ich mal da oben. Und harren dann dort quasi das Unwetter aus. Wir gehen davon aus, dass es morgen um den Mittag dann ungefähr sollte vorbei sein. Wie gesagt, bis jetzt noch kein Regen. Wir hoffen, das bleibt so. Einmal in
Saint-Lebert könnte es der Fall sein. Heute Morgen sind wir noch schnell... Wow, es schüttelt also schon recht da im Wohnmobil. Heute Morgen sind wir noch schnell zu Fuß ins Dorf führen posten. Ein bisschen Brot und ein bisschen Käse und was man halt so braucht. Und dann haben wir noch gesehen, es gibt da so Sternchen am Boden. Wie sagt man denen? Walk of Fame mäßig, und zwar vom Gampel Open Air. Und du hast jetzt gerade noch recherchiert, wie alt das Gampel Open Air ist, gell? Ja, und zwar ist das erste... Jetzt hast du mich gerade verwitscht. 86, glaube ich, oder? Hast du gesagt? Nein, warte, vorher. Ich muss noch mal schauen. Vorher? Vielleicht habe ich es noch mal drauf. Ja, im 86. Okay. 1986, was ich jetzt so schnell recherchiert habe. Ist also schon recht alt, das Festival. Und ja, wir sind noch nie gewesen. Aber wer weiß? Also, wir haben die Nacht überstanden. Es hat also schon ein bisschen geschüttelt im Wohnmobil. Der Sturm ist vorüber. Jetzt haben wir einfach noch Regen. Es soll zwar am Mittag aufhören, aber die Aussichten sind schlecht. Im Radio haben wir jetzt gerade gehört, dass das Wallis hat jetzt gestern und heute so viel Regen gehabt wie sonst im ganzen Oktober. Das heisst, wir können unser Talent als Regenmacher in Zukunft nach Afrika verkaufen. Ich glaube, das funktioniert. Um uns herum hat es so viel Wasser gegunten, dass wir jetzt entschieden haben, wir gehen jetzt zwar noch Raclette-Käse posten, aber nachher geht es wieder auf Richtung Deutschschweiz und ich glaube, wir brechen jetzt die Übung ab, weil auch die ganze nächste Woche Aussichten sehen schlecht aus. Ja, schade. Das wären dann unsere Oktoberferien gewesen. Da wir dieses Jahr jetzt wahrscheinlich nicht an die Campingausstellung auf Bern gehen wegen Corona, wird das vermutlich das letzte Video von uns gewesen für dieses Jahr. Wir hoffen, das hat euch trotzdem gefallen. Aber ja, so ist das Camperleben. Wir wünschen euch eine ganz schöne Zeit. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst. Fabienne, hast du auch noch etwas zu sagen? Ich gehe an die Zähneputzen. Wie? Ich gehe an die Zähneputzen. Sie ist gerade am Zähneputzen. Das muss auch sein. Zähne putzen. Also, tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt hier an der Ball. Nochmal. Unsere letzte Nacht haben wir hier in Gampel verbracht. Heute Morgen. Nochmal. Ist vom Winde verweht. Jetzt wird schon mal die Kappe davon geblasen. Juchzen hat er wieder das Mädchen. Du meinst es so? Muss man wieder die Kappe heben. Jo Mann, ich bin der SP von Gampel, Mann.